richtig gut jetzt. Ich habe mal eine Zwischenfrage. Darf ich nochmal so Du hast Ja. so einen charmanten, netten Akzent. Wo kommst du her? Ja, wir kommen jetzt dazu, das hoffe ich ist gleichzeitig. Ja, ich habe jetzt bereits schon gemerkt, wir sitzen jetzt mit offensichtlich ein oder mehrere Lehrer. Das ist vielleicht heute mein Verhängnis. Wenn ich ganz kurz nochmal unterbrechen darf, Franzi, ich nenne dich Franzi. Ja, wer macht das? Franzi, das ist jetzt deins. Medium oder? Einspruch, Waldkraut heißt der. Ich muss widersprechen. Dieser Herr ist einer derjenigen, der am liebsten Fleisch isst. Ich überlasse ihm dieses Entrecote. Das ist ein Applaus wert. Ein Applaus für Franzi Biergang und die Würstchen an, oder? Genau. Aber weißt du, was das heißt? Nee. Er ist ein Gentleman. Ein Gentleman ist ein Ja, Gentleman's aber Arbeit. nein, ich muss sagen, er hat heute schwer gearbeitet. Er ist von der Arbeit hierher gekommen. Und damit er nicht vom Fleische fällt. Oh. Im wahrsten Sinne. Aber Schule heute? Ja, nein, Journalisten. Journalisten. Nicht schon wieder durcheinander kommen. Aber wenn ihr wollt, Halt doch mal die Klappe. Wie ist der denn jetzt zum Sieger geworden? ja, weil Mainz künstlerisch am schönsten so, aussah. Nicht wahr? Er ist am besten abgesprochen. Also da Was machst du da? Achso. hast du das gehört, was er gesagt hat? Ja, ich Er darf nicht natürlich, er ist beschäftigt mit dem Grill. Ist eigentlich jugendfrei hier, oder? Nee, deswegen Ab durfte 18. nur, wenn er ab Wenn er ab 18 18 im Anzug. Also ich könnte ja jetzt ein Fußballlied zum Besten geben, weil wir ja im Jahnstadion Ja, dann, also, Ja, halten Sie sich nicht so, halten Sie Wer es ist nicht nicht so. Hannover 96? Das passt nämlich gut. Ja. Bodo Ballermann spielte beim Rambo Zambo Kicker-Verein. Er flitzte über den Platz schnell wie ein Tiger, denn er war der Schrecken der Bundesliga. Sah man einen Fleck, meistens war es ein blauer, am Schienenbein von Fränzchen Beckenbauer. Oder hielt sich ein Torwart verzweifelt den Magen, hatte Bodo wieder zugeschlagen. Hau rein ist Tango, tu ihn rein ist Cha-Cha-Cha. 10.000 Leute brüllen im Chor, wir wollen das Granatentor. Der Torwart greift vergeblich nach dem riskanten Ball. Doch er knallt bloß mit dem Kopf an die Latte, weil Bodo gut getäuscht hatte. Weil Bodo nicht nur gut war im Spiel, sondern den Frauen auch besonders gefiel, hat er dann reichlich mit den Groupies gepennt und viel gesoffen, so entfiel das Happy End. Als dann die Damen ihm seinen Samen nahmen, als er dann jede Nacht in irgendeiner Eros-Bar war, verlor er schnell die Kondition und dann im Fußballstadion war er bald so abgeschlafft wie ein versoffener Kloschar. Hau rein ist Tango, tu ihn rein ist Cha-Cha-Cha. 10.000 Leute brüllen im Chor. Nun ballert auch endlich mal wieder ein Tor. Doch Bodo. Genau. Super. Doch Bodo trifft den Ball nicht mehr. Dafür der schießt das Maul. Und der zieht die rote Karte und duschelt ohne Zähne. Herr Ballermann, das war Ihr letztes Foul. So, das war's. Sehr gut. Und wir sind hier im Jahnstadion noch. Absolut. Franzi ist so ein bisschen der Meister Popper heute Abend. Udo Lindenberg. Ja, habe ich ja, natürlich. Udo Lindenberg war das. Ganz kurz, Walter, ne? Das Nee. ist weiter. Du bist auch Walter. Helmut. Ja, ist Helmut. Ich komme mit deinen ganzen Namen durcheinander. Walter Helmut Franziskus Arthur. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wer Walter und Helmut ist. Ich habe immer noch nichts gesagt. So, jetzt leiten wir über zu Karl. Ich werde jetzt mich hier an den Grill begeben und Karl wird jetzt den Rest machen. Ja, ich tue mein Bestes. Die Frage ist jetzt, wann endet der Abend? Um 10:45, oder? Genau. Das ist ungefähr in 20 Minuten. Nein. Ne, 24. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Nachspielzeit. Nein. Deswegen sage ich es dir kurz. In 20 Minuten. So, ja, es gab vorhin, wenn ich kurz zurückgreifen durfte, eine Frage beziehungsweise des Akzents. Ja. Und ich komme eigentlich ursprünglich aus Großbritannien. Und ich bin jetzt hier zum Vergnügungszwecken. Das ist aber auch kein Vergnügen als Engländer in Deutschland. Und ich meine, Ach, du warst offensichtlich lange nicht in England, glaube ich.
Wie war das eigentlich mit dem 1984 als Schüler. Wie war das mit dem Elfmeterschießen, wenn wir schon im Jahnstadion sind? Was sagte Gary Lineker? Jetzt lass die alte Was sagte Geschichte Gary doch. Lineker sagte, Fußball ist so und am Ende einfach. gewinnen immer die Deutschen. Ja, genau. Ich muss dazu dann sagen, ich war auf der Überseefahrt nach Großbritannien bei der letzten Weltmeisterschaft und das war super. Ich saß auf dem Boot auf der Fähre und es waren nur Engländer drauf. Wir saßen alle vor gebannt England-Deutschland spielen, gucken alle. Ich interessiere mich nicht für Publikum, was wir Fußball. seit langem hatten. Und die guckten und der erste Ball von den Deutschen ging rein und ein Einzelner sprang rauf. Yes! Und der wurde über Bord geworfen, oder? Nee, der merkte so, oh Scheiße, ich bin der Einzige, was will ich jetzt noch? Saß ich wieder hin, so etwas beschämt. Dann habt ihr dann schon den zweiten Tor wieder reingeballert. Er war schon wieder am Start. Yeah! Oh, saß wieder hin. Aber das Schönste am Ende war, dann Dann habe ich musst du durch dann, den Ärmelkanal schwimmen, nicht? nee, aber wir saßen dann warten, mit unseren Autos rauszufahren. Und dann vor uns war der besagte Deutsche und vor ihm war auch ein englisches Fahrzeug. Die war es natürlich ebenfalls mit ihren Fähnchen Wimpeln drauf. Ja. Und dann haben sie sehr diplomatisch einfach den Wimpeln übergeben. Die haben sich ausgetauscht. Und dann sind beide Autos mit den Deutschen und den Engländern. Und das war ist sehr, Die sehr großartig. Engländer haben sich übergeben, alle, habe ich das richtig verstanden? Den Fähnchen haben wir übergeben. Wir Ach so. übergeben uns nur nach 23 Uhr, dann ist Schluss. Also, ich hatte